Ekjran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd als Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom to het programma ekjran. Vandaag zijn we niet in Bolivien, vandaag zijn we in Chaco, Paraguay. Ja. En voor die wat aan zijn, dat zit hier vandaag ganz anders uit. Dat is hier im Studio de Gravation van Exalta Jesus. So een grote dankje aan den, dat ze ons dat hier leren, dat we kunnen hier komen voor vandaag een programma opnemen. En een grond, wens wat we hier komen, dat we wens die Pedro. Grote grond. So danke, dass du hier bist, Pedro. Welkom hier in Ja. het programma. Eerst eenmaal hier, niet zo? Ja, eerst in het programma. Ik vraag me zo dat je me hebt aangeladen en dankzij voor deze aanloden. So, Pedro, du bist sehr bekannt als Batterista auf vielen Städten. Aber als Drummer, wo dat eens mal gesagt, du... Schlagzeuger, zijn die andere plaats. Voilà, dat is dat eram. So, kannst du mal vertellen, von wo kommst du, wo bist du mal abgewassen? Wo bist du abgewassen? Wat kannst du mal Si. sagen? Ik ben in Bolivien abgewassen. Ik ben bij 8 jaar, denk ik, naar een oud-kolonie gewas, abgewassen. En dan heb ik over de genade van God ervaren dat hij me de vriendje noemt, krijg aan de tijd nach, krijg de rijke tijd. En dan zijn we naar een andere kolonie getrokken als familie. En daar heb ik dan gekund naar een Spanische school gaan en ook daar merken. En daar heb ik dan ook Jezus gevonden en den aan mijn hart aangenomen. En die reeds krijg van batterijen, schlagzeug. Dat is ganz interessant, wat dat alles hier komt. Me interesseert allemaal zo muziek. Ik wil allemaal irgendwann wil ik een instrument spelen. En we werden über meine Eltern, die hadden nicht genug Recursos, wie kann ich ein Instrument haben. Und dann irgendwann will ich über ein bisschen Piano anfangen, und das ist nicht so reich. Und dann akustische Gitarren, das ist auch nicht. Und dann irgendwann fängt eine frische Zeug an, und du fährst ein Schlagzeuger, ein Drummer. Und dann wir haben noch einen Lehrer, ein Latino, wo du dann bei meiner Schule auch erreichen darfst. Und die kann mit so der Basis von Schlagzeug. Und die lieben mich dann im Bett. Und dann irgendwann fuhr die weich und dann wieder da war ich allein. Und dann habe ich dann so allein viele Lieder YouTube gekickt und Leute gehört, wo die durchspielen dann. En dan zo zijn ik ook weer gekomen en dan irgendwann, Ik wil je wat vragen. Waar zit die eerste batterie uit? Gaan we irgendwo Bilder zijn? ja, wir haben die Batterien nicht, auch nicht im Bild, aber in der ersten Batterie, wie sehr einfach, ich hole mir eine Tarn, das wie mein Bombe, und dann mir dann auch ein Pedal, Van Isa irgendwas geschützt? ja, Typ geschweißt, und dann da wie mein Pedal, und dann hier habe ich ein paar Arme so, und sogar habe ich Platillos, ein paar Isas hier, und die moven sich auch. Und dort, mit dem Schlagzeug habe ich dann für ein ganzes Jahr gelehrt. Wo hat er gestanden? Ich habe es beten. Dat kunnen we eens zijn. Ja. Und dann, nachher, dann könnt ihr dann irgendwann entscheiden, wo dann auch kein Band stehen, wenn ich das will ja nicht bieten haben. Und dann habe ich auch irgendwann die Gelegenheit, nur ein Institut zu gehen, in Santa Cruz dann, dort wir an die Stadt, wo das dabei wird. Und da habe ich dann 2 Jahre gegangen und habe viel gelehrt. Das ist ganz interessant, was Gott hat in meinem Leben getan, wenn mein Traum wird immer mit Musik schaffen und eine Band sein und auch sogar naar andere Länder fahren und nur Konzerte bringen und dort sehr viel von dort habe ich erfahren und noch viel mehr als ich mir vorher gedacht. Das ist so interessant und ich glaube, dass
niemals zu viel, wenn wir Musik träumen tun, wenn wir große Träume haben, und wenn Gott, die hat noch viel mehr, das ist noch viel mehr bei uns, was wir uns vorstellen können. Und dann bin ich noch hier an der Band, Impacto Vertical, bin ich angekommen. Dat is ook een beetje hoe we aan Peter Chani Ja. leren. Auf Campamentos krijg. Ja, en ook op deze viaje, op de Sí. reis, wat we maken naar Paraguay damals, wo wir in verschiedenste Städte spelen. Sí. Da spelen sie dann auch. Sí. Ja. Wat wie deze reis voor die? Nou, dat is ik zei, dat is een droom voor mij. Wat ik lang wil doen en ik vraag me zo zijn, wenn mir van onreden en dat heb ik zo schön gegaan, ook meer mensen kennen te leren en waar de mensen dat hier gaan en zo viel ganz wat beter gewöhnlich en zo is een goede ervaring. Zo, Exalta Jesus, dat is een beetje wat nieuwt. Dat vangt nu irgendwo wat aan. Eentje had dat in YouTube gezien, eentje had dat in TV Kenia gezien, wat van hier in Chaco een kanaal de televisie of TV is. En wat is Exalta Jesus Reich? Dat is een ministerie hier van Chaco. We zijn dan een ministerie wat wel eine Plattform, wo ich das sagen, ja, wir wollen was aufmachen, damit andere Menschen können ihre Talente rüberbringen. Ihre Musik rüberbringen. Ja. Wir sagen, dann wir haben dann auch ein Studium, wo wir wollen Musik abnehmen und einfach Leute sein, wovon ich spreche, oder was von wo der Mensch kommt, das für die Menschen up. Van einmal dort erst und Gott sie nun loben. Also das ist Exalta Jesus. Exalta Jesus. So, wir sind hier gerade in den Studio, gerade in Berne. Und wir können den auch in das Programm gravieren. Und das ist so fein. Und wo kommt das, dass du hier dann mit ankommst, dass du in diesem Projekt Exalta Jesus dabei bist? Na, das ist auch ein ganzes Thema, auch so, wo Gott mir was gelehrt hat. Ich ging in Santa Cruz in der Universität, da war ich dort nach fahren. Und dann irgendwann sehr Gott mir dort nicht dort, wie was ich für mein Leben habe. Ich habe mir irgendwann von meinem Traum aufgelenkt und wie woanders fing an zu gehen. Und dann immer hostig, dann weißt du mir hostig dort, ich was anderes halt für mich. Und dann ich für mich einmal speel ik dat zo alle dingen ging alle wing toe. Mijn arbeid deed niet goed en dat deed niet goed en Jan deed niet goed en ik weer alleen en dat deed bloos niet. Dat we alle bloos toon. En eenmaal hastig dan ging deze deel op en dat we alle zo leicht en dan David thuis hij loopt me aan en hier met een mathouden ben ik me ook interesseren. En nu zijn ik hier en arbeid hier en doe ik bij muziekschool Schlagzeugunterricht geven. Je hebt me ook zo erschijnt en ik heb hier bij een studio met en in diesem Ministerium met zo'n fijne mensen dat je het zo erschijnt. Nou, ik zie hier meest afjagen. Ik blijf bloß hier bij jullie wonen, dat schijnt zich hier zo erschijnt alles. Zo, wie weet de alle dat Völken wordt gezegd, de batterieën, oder de drums, oder dat Schlagzeug, dat wordt schlechtet. Ja. En dat wordt vaak een beetje verdomd en du wordt immer een beetje op den Schlagzeug een beetje gecheckt, een beetje funnig. En wat kost u zeggen, wo sitzt u dort en wo kost u dat Schlagzeug, die passion wat u hast, wo kost u dat toebrengen met God loven? Na, erstens, viele Menschen sagen, Schlagzeug ist von Diebelen. Ich habe eine Studie gekauft und ich... Hast du bloß eine Studie gekauft? Ja, die kam von dir. Und dann, viele Menschen sagen, Schlagzeug so, das kriegst du gesagt, das ist von uns Feind. Das die hier nicht man Gott seine Dinge mag. Und ich sage aber nicht so, wenn ich weiß, dass ich persönlich habe mit Schlagzeug, die Schlagzeug spielen, sind ich dichter bei Gott gewesen als in andere Zeit. Ich hatte so eine tiefe Erfahrung
mit Gott und er redet zu mir und dort ist zu vollen Gott als du. Und ich glaube, dass mit Schlagzeug ist das kriegst du aus mit irgendeinem Auto. Wir können das schlechte bringen und zu was Gutes. Mit allen Dingen, wir können immer zwei Dinge bringen. Und Batterie habe ich auch zu was Gutes bringen. Wenn wir das bringen zu Gott loben, dann sieht er dort. Und ich glaube, dass das auch nicht so viel ist, was da Büten passiert. Er kijkt naar onze horten, wat komt van ben. En daarin denk ik, drums als wat Gott auch sagt gleich. Kevin, sie, wenn es dort jetzt bei dir zu sein, wenn du sagst, Drums, das wir nicht von Gott, dann wirst du ihn sagen, dass du Trouble haben willst. Wo das schwer sein für die Christen sein. Ja. Und ich freue mich immer, wenn ich diese Passion sehe, was du hast. Und dass du dort wirklich alles nehmen, das, was du hast. Und ich sage immer, besonders in der Bibel, wo viel Bibelverse sind, was von Symbolen reden, von allerhand Instrumenten reden, die heute ein bisschen anders als von den Drums oder Schlagzeug oder Batterie. Sí. Aber das sind Instrumente, die auch mit Rhythmus zu tun haben. Ja. Und ich glaube, wir sind sehr gut dran, wenn wir in der Bibel nachschauen. Ja, eine Frage ist mal zu mir, wir Christen sollen nicht tanzen, wenn Jesus hat auch niemals getanzt. Und dann sage ich zu ihr, dass dann sollen wir auch nicht verändert gehen, wenn Jesus hat auch nicht. Oh, du hast noch ganz Spaß. Sie, das geht ja schön mit dir vertalen. Ja. Und Anfang dann ist er ein bisschen abgereicht und Ja. Platz dann war das ein bisschen besser. Sí. Aber wie Schlussmerke, Pedrito, wusste ich ein mutmerkendes Wort geben an den Jugendlichen Sí. von der? Ja, was ich den Jugendlichen will mitgeben, wenn die was wollen tun, wenn die eine Passion haben für ein Instrument oder für irgendein Ding, Leute nicht unerkannt. Leute nicht aufsagen für Menschen, wenn Menschen reden immer. Die probieren immer aufzulenken. Übernimmt er nicht an. Träumt sehr weit, viel wieder als je überhaupt glauben, dass je geworden kommt. Träumt sehr weit. Und wenn je dann auch eins von der Gelegenheit haben, irgendwo was zu lernen, oder dann öfter sehr und überholt eine Passion der immer bei. Und Gott wird ihnen noch viel mehr geben, als was je kann denken. Also, sehr schöne Wort, Pedro. Ich bewundere immer deine Passion, wo du auch mit deinem Hort, wo du dabei bist und wo du dein ganzes Jahres, wenn du Batterie spielst. Und so möchte ich dir auch das mitmerken, liebe Jugendliche. Wenn du irgendwas hast, was du gleich hast, das Pedro sagt, dann tu das mit ganzem Hort. Und wir möchten dir nun Gottes Segen wünschen und sei bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von ekjran oder schreib uns ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.